Мы совершим путешествие в Австрию. То есть мы сделаем путешествие. Wir machen eine Reise nach Österreich. Wir machen eine Reise nach Österreich. Wir machen eine Reise nach Österreich. На следующей неделе я поеду в командировку. То есть совершу командировку. Ich mache nächste Woche eine Geschäftsreise. Ich mache nächste Woche eine Geschäftsreise. Ich mache nächste Woche eine Geschäftsreise. Möchtest du reiten lernen? Мы ремонтируем весь дом. Ремонтировать, renovieren, renoviert, hat, renoviert. То есть делать ремонт в доме. Wir renovieren das ganze Haus. Wir renovieren das ganze Haus. Wir renovieren das ganze Haus. Мой дядя не работает больше. Он пенсионер. Mein Onkel arbeitet nicht mehr. Er ist Rentner. Mein Onkel arbeitet nicht mehr. Er ist Rentner. Mein Onkel arbeitet nicht mehr. Er ist Rentner. Ремонт очень дорогой, то есть починка, когда мы что-то чиним типа телевизора, компьютера и так далее. Die Reparatur ist sehr teuer. Die Reparatur ist sehr teuer. Он поет охотно или он любит петь. Петь по-немецки глагол singen. Singt, третье лицо, единственное число. Hat gesungen, perfekt. Er singt gern. Er singt gern. Я в трудной ситуации. Я не знаю, что мне делать. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Где вы хотели бы сидеть? Пожалуйста, сзади. Сидеть. Sitzen. Sitzt. Hat gesessen. Ist gesessen. Wo möchten Sie sitzen? Bitte ganz hinten.
Wo möchten Sie sitzen? Bitte ganz hinten. Wo möchten Sie sitzen? Bitte ganz hinten. Пойдем на выходных кататься на лыжах. Gehen wir am Wochenende Skifahren? Gehen wir am Wochenende Skifahren? Gehen wir am Wochenende Skifahren? Он покупает себе новые лыжи. Kauft sich neue Ski. Kauft sich neue Ski. Kauft sich neue Ski. Вы должны это так сделать. Sie müssen das so machen. Sie müssen das so machen. Sie müssen das so machen. Езжайте не так быстро. Fahren Sie bitte nicht so schnell. Fahren Sie bitte nicht so schnell. Fahren Sie bitte nicht so schnell. Моя жена такая же высокая, как и я. Meine Frau ist so groß wie ich. Meine Frau ist so groß wie ich. Диван удобный. Das Sofa ist bequem. Das Sofa ist bequem. Das Sofa ist bequem. Пожалуйста, ответьте прямо сейчас. Bitte antworten Sie sofort. Bitte antworten Sie sofort. Bitte antworten Sie sofort. Замок на нашей двери сломан. An unserer Tür ist das Schloss kaputt. An unserer Tür ist das Schloss kaputt. Наконец, еще раз спасибо. Zum Schluss nochmals herzlichen Dank. Zum Schluss nochmals herzlichen Dank. Мне нужно сейчас закончить. До скорой встречи. Ich muss jetzt Schluss machen. Bis bald. Ich muss jetzt Schluss machen. Bis bald. Ich muss jetzt Schluss machen. Bis bald. Я дам вам еще ключ от комнаты. Ich gebe Ihnen noch den Zimmerschlüssel. Ich gebe Ihnen noch den Zimmerschlüssel.
Ich gebe Ihnen noch den Zimmerschlüssel. Я не могу найти свой ключ. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Тебе нравится суп? Нравится глагол schmecken, когда мы говорим о еде. Schmecken, слабый глагол, schmeckt, hat geschmeckt. Schmeckt dir die Suppe? Schmeckt dir die Suppe? Вам понравилось? В смысле еда. Hat es Ihnen geschmeckt? Hat es Ihnen geschmeckt? Это вкусно? Schmeckt es? Schmeckt's? Schmeckt's? Вам больно? Haben Sie Schmerzen? Haben Sie Schmerzen? Дословно. Вы имеете боль? Haben Sie Schmerzen? У меня болит живот. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Куртка тебе очень идет. Die Jacke steht dir richtig gut. Die Jacke steht dir richtig gut. Какой цвет ты любишь? Welche Farbe liebst du? Welche Farbe liebst du? Этот билет действителен только по городу. Dieses Ticket ist nur innerhalb der Stadt gültig. Птица сидит в клетке. Der Vogel sitzt in dem Käfig. Мы гуляли вдоль Эльбы. Wir sind an der Elbe spazieren gegangen. То есть дословно an der Elbe это рядом, у Эльбы. Он живет на Паркпляц. Er wohnt am Parkplatz. Твой ключ лежит на столе.
Dein Schlüssel liegt auf dem Tisch. Собака лежит под столом. Der Hund liegt unter dem Tisch. Среди слушателей были разыграны 3 билета на концерт. Unter allen Zuhörern wurden 3 Tickets für das Konzert verlost. Художник показывает свою известную картину. Der Maler zeigt sein bekanntes Bild. Der Maler zeigt sein bekanntes Bild. Она любит своего маленького сына. Sie liebt ihren kleinen Sohn. Sie liebt ihren kleinen Sohn. Нам нужна еще одна большая комната. Wir brauchen noch ein großes Zimmer. Wir brauchen noch ein großes Zimmer. Установка принтера длится долго. Die Installation des Druckers dauert sehr lange. Die Installation des Druckers dauert sehr lange. Как долго длится образование твоего сына? Wie lange dauert die Ausbildung deines Sohnes noch? Wie lange dauert die Ausbildung deines Sohnes noch? Что вы читаете в свободное время? Was lest ihr in der Freizeit? Was lest ihr in der Freizeit? Что ты ешь утром? Was isst du am Morgen? Was isst du am Morgen? Ты поможешь Монике? Hilfst du
Monika, hilfst du Monika, когда ты едешь в Германию? Wann fährst du nach Deutschland? Wann fährst du nach Deutschland? Ты возьмешь такси? Nimmst du ein Taxi? Nimmst du ein Taxi? Ты всегда хорошо спишь? Schläfst du immer gut? Schläfst du immer gut? Мой друг оставляет машину здесь. А где ты оставляешь машину? Mein Freund lässt das Auto hier. Und wo lässt du das Auto? Mein Freund lässt das Auto hier. Und wo lässt du das Auto? Это мне подходит. Das ist mir recht. Das ist mir recht. Все готово, улажено или сделано. Alles erledigt. Alles erledigt. Не за что. В ответ на фразу, в которой нас благодарят за что-либо. Мы говорим не за что, не стоит благодарности. Keine Ursache. Keine Ursache. Я сегодня встал в 6:30, умылся, оделся, позавтракал и поехал на работу. Ich bin heute um 6:30 Uhr aufgestanden, habe mich gewaschen, angezogen, gefrühstückt und bin zur Arbeit gefahren. Ich bin heute um 6:30 Uhr aufgestanden, habe mich gewaschen, angezogen, gefrühstückt und bin zur Arbeit gefahren. Этим летом мы все вместе провели 2 недели на Балтийском море. In diesem Sommer haben wir alle zusammen 2 Wochen an der Ostsee verbracht. In diesem Sommer haben wir alle zusammen 2 Wochen an der Ostsee verbracht.
Господин Фишер говорил очень быстро. Никто ничего не понял. Herr Fischer hat sehr schnell gesprochen. Niemand hat etwas verstanden. Herr Fischer hat sehr schnell gesprochen. Niemand hat etwas verstanden. Наша учительница симпатичная, и она преподает отличные уроки или ведет отличные уроки. Unsere Lehrerin ist sympathisch und sie macht einen tollen Unterricht. Unsere Lehrerin ist sympathisch und sie macht einen tollen Unterricht. Unsere Lehrerin ist sympathisch und sie macht einen tollen Unterricht. Ты не хотел бы также выучить итальянский? Тогда мы могли бы вместе поехать в Италию. Ехать fahren, fährt, третье лицо, единственное число. Fuhr, Präteritum, первое и третье лицо. Ist gefahren, perfekt. Hättest du nicht auch Lust, Italienisch zu lernen? Wir könnten dann auch zusammen nach Italien fahren. Hättest du nicht auch Lust, Italienisch zu lernen? Wir könnten dann auch zusammen nach Italien fahren. Hättest du nicht auch Lust, Italienisch zu lernen? Wir könnten dann auch zusammen nach Italien fahren. Ты ведь знаешь, я хочу поехать в Италию следующим летом. Глагол знать. Wissen, weiß, wusste, hat gewusst. Du weißt ja, dass ich nächsten Sommer eine Reise nach Italien machen möchte. Du weißt ja, dass ich nächsten Sommer eine Reise nach Italien machen möchte. Du weißt ja, dass ich nächsten Sommer eine Reise nach Italien machen möchte. У меня самого есть дочь такого же возраста, и я бы никогда не разрешил ей этого делать. Разрешать. Erlauben, erlaubt, erlaubte, hat erlaubt. Ich selbst habe eine Tochter in diesem Alter und würde ihr das nie erlauben. Ich selbst habe eine Tochter in diesem Alter und würde ihr das nie erlauben.
Ich selbst habe eine Tochter in diesem Alter und würde ihr das nie erlauben. Большое спасибо за ваше приглашение на золотую свадьбу. Vielen Dank für Ihre Einladung zur goldenen Hochzeit. Vielen Dank für Ihre Einladung zur goldenen Hochzeit. Vielen Dank für Ihre Einladung zur goldenen Hochzeit. Die Party hat uns allen sehr gut gefallen, weil wir tolle Musik hatten und tanzen konnten. Die Party hat uns allen sehr gut gefallen, weil wir tolle Musik hatten und tanzen konnten. Die Party hat uns allen sehr gut gefallen, weil wir tolle Musik hatten und tanzen konnten. Это было утомительно. Das war anstrengend. Das war anstrengend. Я был бы очень рад. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde mich sehr freuen. Еженедельный рынок, конечно, хорош, но я могу делать покупки только во второй половине дня после работы. Есть такая тема в немецком языке при сдаче экзамена. Ваш опыт, когда вы покупаете, что вы покупаете, в какое время вы покупаете. Der Wochenmarkt ist sicher schön, aber ich kann nur am Nachmittag nach der Arbeit einkaufen. Der Wochenmarkt ist sicher schön, aber ich kann nur am Nachmittag nach der Arbeit einkaufen. Глагол einkaufen, да, делать покупки, закупаться. Kaufe ein, kaufte ein, hat eingekauft. Der Wochenmarkt ist sicher schön, aber ich kann nur am Nachmittag nach der Arbeit einkaufen. Я подал заявку на стипендию 3 недели назад. Подавать заявку на что-либо или заявление на работу. Sich bewerben, bewirbt sich, bewarb sich, hat sich beworben. Ich habe mich vor 3 Wochen um ein Stipendium beworben. Ich habe mich vor 3 Wochen um ein Stipendium beworben. Ich habe mich vor 3 Wochen um ein Stipendium beworben. Если фрукты или овощи не свежие, я их не покупаю. Wenn Obst
oder Gemüse nicht frisch sind, kaufe ich es nicht. Wenn Obst oder Gemüse nicht frisch sind, kaufe ich es nicht. Wenn Obst oder Gemüse nicht frisch sind, kaufe ich es nicht. Но сейчас я хотел бы сообщить вам, что у меня новый адрес электронной почты. Сообщить или проинформировать кого-либо. Глагол informieren, informiert, informierte, hat informiert. Jetzt möchte ich Sie aber informieren, dass ich eine neue E-Mail-Adresse habe. Jetzt möchte ich Sie aber informieren, dass ich eine neue E-Mail-Adresse habe. Jetzt möchte ich Sie aber informieren, dass ich eine neue E-Mail-Adresse habe. Представь себе, водитель проехал через перекресток на красный свет. Stell dir vor, ein Autofahrer ist bei Rot über die Kreuzung gefahren. Stell dir vor, ein Autofahrer ist bei Rot über die Kreuzung gefahren. Stell dir vor, ein Autofahrer ist bei Rot über die Kreuzung gefahren. Ты не хотел бы навестить меня дома? Я был бы очень рад. Möchtest du mich nicht zu Hause besuchen? Ich würde mich sehr freuen. Möchtest du mich nicht zu Hause besuchen? Ich würde mich sehr freuen. Möchtest du mich nicht zu Hause besuchen? Ich würde mich sehr freuen. Я думаю, что неполный рабочий день имеет много преимуществ. Ich finde, dass Teilzeitarbeit sehr viele Vorteile hat. Ich finde, dass Teilzeitarbeit sehr viele Vorteile hat. Ich finde, dass Teilzeitarbeit sehr viele Vorteile hat. Конечно, они мало зарабатывают, но это все равно лучше, чем быть безработным. Зарабатывать verdienen, verdient, verdiente, hat verdient.
Natürlich verdienen sie nicht viel, aber das ist immer noch besser, als arbeitslos zu sein. Natürlich verdienen sie nicht viel, aber das ist immer noch besser, als arbeitslos zu sein. Natürlich verdienen sie nicht viel, aber das ist immer noch besser, als arbeitslos zu sein. Можете, пожалуйста, сообщить мне, возможно ли это? Können Sie mich bitte informieren, ob das möglich ist? Können Sie mich bitte informieren, ob das möglich ist? Können Sie mich bitte informieren, ob das möglich ist?